Bevor wir zum eigentlichen Video kommen, noch ein ganz kleiner Hinweis von mir, und zwar bezüglich der Qualität des Videos. Ja, es geht darum, ich habe jetzt hier mal einen Versuch gestartet, sowohl die Aufnahme, sprich das Videomaterial selbst, als auch den Audiokommentar von mir mit einem und demselben Gerät aufzunehmen, und zwar einfach mit meiner Videokamera. Man wird relativ schnell merken, dass natürlich das Mikrofon und die Kamera nicht die gleiche Qualität hat, wie sonst so bei Let's Play gewöhnt sind, aber keine Sorge, es ist jetzt nur hier für den Test im Let's Play selbst, wenn wir mein gewohntes Mikrofon verwenden. Hoffe aber trotzdem, Verständnis dafür, dass da ging halt relativ schneller und auch einfacher so. Und hoffe trotzdem, dass man alles Relevante hört, aber natürlich auch sieht. In diesem Sinne noch viel Spaß mit dem Unboxing, Unpacking-Video, wie auch immer, zu The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Special and New 3D Style. Freitag, der 13. Eigentlich nie ein gutes Datum, doch heute ist sogar ein ganz grandioses Datum und damit willkommen hier zum Unboxing oder wohl eher Unpacking, keine Ahnung, wie man es genau bezeichnen sollte, hier zu The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Edition. Ja, ihr merkt schon, davon etwa Edition, man sieht ja gar nichts, man sieht irgendwie nur eine Stofftasche eben mit Majora's Maske drauf. Ist ja nice und so, nicht wahr? Kein Problem. Das Spezielle daran ist, diese Stofftasche lag man spielbar. Klingt crazy, ist aber so. Na gut, und das gute Stück mal raus, war? Das erstmal Nummer 1. Der New 3DS, Nintendo 3DS XL in The Legend of Zelda Majora's Mask Version. Eigentlich ja gar nicht mal so ungeil, war? War auch relativ schnell vergriffen, ist ja logisch, ich meine, es sieht schon episch aus und natürlich noch Majora's Mask und all ermöglichen und ja, NFC-Funktion, wenn wir aber uns alles nachher noch zu Genüge reinziehen, keine Sorge, dann haben wir noch alle Zeit der Welt. Nein, zumindest des Partes. So, erstmal weg. Natürlich gibt es noch was Zweites, und zwar das Spiel selbst, und zwar die The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Special Edition, inklusive, ja, was überhaupt, also ein Spiel, das ist natürlich schon mal wichtig, dass das Spiel auch dabei ist. Dann aber auch noch irgendwelche Pin-Ups und so, keine Ahnung, was genau noch alles drin sein soll. Und ja, halt im Karton selbst war auch noch, sprich im Paket selbst war eben auch noch diese The Legend of Zelda Majora's Mask Stofftasche. Naja, könnte auch schlimmer sein, war so, nochmal richtig packen, die kommen also weg. Wie gesagt, nur eine normale Stofftasche. Nichts irgendwie etwas Spezielles hier drin. Hallo, ne, ist alles dunkel. Gut, weg damit. Erst einmal die Special Edition. Da mal gucken. Ja, PG-12 und so, USK. Ist ja eigentlich relativ egal, was, sprich nicht gerade interessant für uns. Das hier. Ja, jetzt mal von der Seite. Special Edition. Edition Speziale. Kann ich mal ganz kurz hier ein bisschen zoomen. Jupp. The time has come. Can you save the world in 3 days? Ach ja, das mit den 3 Tagen, ey. Ich werde noch mehr zum Let's Play selbst sagen. Aber Majora's Mask und mir verbindet ihr eigentlich eine, wie soll ich sagen, in der Mangel eines besseren Wortes, eine Hassliebe. Oh ja, das wird dann noch ein bisschen lustig werden und so. Naja, wie gesagt, zeigen wir im Let's Play selbst. Moment, wieder. Wenn wir jetzt rauszoomen, so, schon besser. Jetzt muss ich irgendwie das Ganze da aufkriegen. Mit einer Hand immer sehr toll. Ja, okay, nochmal ein bisschen schütteln. Hui, was fiel denn da heraus? Erst einmal das Spiel selbst. Okay, machen wir nachher. Was haben wir hier noch Schönes? Oh. Alles klar. Um das Spiel darin zu verstauen. Wie? Ja, schaut schlecht aus. Mal gucken, was wir hier noch Schönes haben. Ja, wie gesagt, nichts Spezielles in dem her. Links halt die Karte Spiel selbst und dann hier haben wir den Platz noch für das Spiel selbst. Okay. Einmal so etwas Schlechtes hier, dann haben wir das
Hä? Das alles? Ja, scheint so. Scheint alles zu sein. Okay. Hallo. Da fehlt noch etwas. Und zwar soll das hier ja angeblich noch ein Poster sein. Direkt mal anschauen. Was haben wir da Schönes? Ja. Ich lasse das in deiner Hand. Ja, und das weiter mache ich bald kaputt. Gut. Wow, schon mal gar nicht mal so schlecht. Das glaube ich Majoras Inkarnation war. So, wir sind langsam mal dabei. Jetzt kriegt es ja auch noch besser, oder was? Nee. Okay, geht schon. Wir haben es gleich. Flupp. Und. Na, endlich mal. Ach du Scheibenkleister. Okay, Majora selbst ganz oben. Da hier natürlich noch die Masken der 4. Wie war schon wieder der Feindbegriff dafür? Wie war schon wieder der... Ist egal. Ich weiß gar den Namen nicht mehr, wie man die gerade schon wieder zusammenfasst. Sagen wir einfach mal, die 4 großen Monster war. In der Mitte natürlich noch Oni Link höchst persönlich. Oh, hat schon Style, was hier noch drauf? Oh, das Horror-Kit selbst ein bisschen einsam war. Moment, wieder zoomen, so richtig. Ja, man kann durchaus sagen, das ist schon irgendwie ein geiles Poster und der Maler hat das wirklich gut, ich würde sogar sagen, sehr gut zusammengefasst. Oder halt eingezeichnet, wie auch immer. Alles klaro, nehmen wir das Poster hier auch. Das hier fehlt noch, wa? Ja, wenn ich es bloß irgendwie aufkriegen würde. Was zum Henker soll das sein? Okay, sieht schon mal sehr interessant aus. Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Was soll da sonst draufstehen? Okay, das klappt jetzt scheinbar mit einer Hand nicht. Das wird lustig. Nö, das klappt definitiv nicht. Wollen wir ganz kurz, müsst die Kamera ablegen. Oh. Ha, schon besser. Oh mein Gott, was haben wir denn hier Verrücktes, Schönes? Das ist irgendwie einfach nur zum Anstecken oder wie? Ja, scheint so. Aber eine coole Verarbeitung. Nicht schlecht, Herr Specht. Kann man durchaus so bringen. So. Also wieder zurück damit. Natürlich schön alles sorgfältig aufbewahrt, nicht wahr? Also nicht ganz so tief, sonst bringe ich es nicht mehr raus. Ja. Schon besser. Gut, hätten wir das noch und das natürlich das Spiel selbst noch. Und für das Let's Play noch interessant, muss ganz kurz die Hand hier wechseln. Ja. Weg damit, doofer Plastik. Oh, Menschenskinder, wir Plastik und immer den ganzen Tag drauf haben und die ganzen Kisten und so. Die Paketen einfach nur alles verstaut. Wir können die ganze Erde irgendwie 10-mal umranden oder so etwas. Egal. So, hätten wir also Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Oh yeah. Cool, wa? Schon mal ganz nice aus. Kompatibel auch mit Nintendo 2DS, wenn den jemand hätte. Bezahlt so ein bisschen, aber naja. Jeder natürlich das seine. Hier sieht aber auch nice aus. Steht noch etwas Besonderes? Nö. Kein Text, nix. Ich habe natürlich hier unten von wegen Warning. Viewing of 3D Matched by Children, Age 6 and under may. Ja. Also einfach ein 3D-Aspekt, dass der schädlich für kleine Kinder, sprich für die Entwicklung der Augen sein kann. Okay. Das sagt sie mir dann mal so. Kann das sehr gut gebrauchen, sagen sie, es noch einen Nintendo Club gibt. Der ist auch bald schon im Arsch, um es mal so zu formulieren. So, Mann, ist mir gerade hier rausgefallen. So.
Das braucht sowieso kein Mensch, kann nachher wieder wegwerfen. Hier durch das Spiel selbst. The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Zoomen. Zoomen. Ich habe 12 Jahre übrigens. Naja. Das ist schon sehr schön, wenn natürlich auch alles dann hübsch gezockt werden und so. Wo stehe ich jetzt ein bisschen hin? Vielleicht sogar hier rein. Ja, wieso nicht? So, fassen wir mal zusammen. Nintendo Club-Punkte sind sehr interessant. Wir haben natürlich die Stofftasche hier. Wir haben hier das Poster. Wir haben hier das Metallic Case, sag ich jetzt einfach mal. Hier die Pin-Up-Nadel. Hier haben wir die eigentliche Packung. Und hier das Spiel. Tja. Und jetzt halt ein bisschen wegschieben hier alles. Kommt der New 3DS XL. Den kann ich leider nicht Let's Playen, sprich, ja, einfach aus dem Grund, weil es dafür noch keine Capture Card gibt und vermutlich auch niemals geben wird. Weil es scheinbar keine Lötstellen an der Hinterfront gibt, die man irgendwie abzapfen könnte. Oder sprich, das Signal abfangen könnte. Ja, natürlich doof, was willst du machen? Genau hier vor allem. Der C-Stick ist etwas ganz Neues hier, mit dem soll man die Kamera besser bedienen können. Super stable 3D und so. Aber ich glaube jetzt, vor allem bei Majora's Mask, die Funktion vom Original 3DS, New 3DS, glaube ich nicht so enorm anders. So, mal gucken, ob ich das Ganze hier rauskriege. Ja, aber der Plastik gibt's noch nicht. So, was haben wir hier schon? Was haben wir hier noch Schönes? Ah, die AR-Cards, gut, könnt ihr noch auch vom normalen 3DS. Okay, zum Kalibrieren. Weitere Bonuspunkte sind bereits drauf, das ist natürlich nicht nice. Ja. Bereits freigerubbelt. Auch nicht schlecht. Dann haben wir hier noch den Quick Start Guide. Schnellstartanleitung, wer braucht das schon? Ist noch was Interessantes drin. System einrichten, Software starten. Ich hätte sowieso von meinem 3DS XL das Ganze übertragen wollen. Das wird natürlich lustig, aber naja, wird schon nicht gut gehen. Plus natürlich Freundescode und Nintendo ID und so. Genau hier, Nintendo eShop, Miiverse, etc. etc. Naja, kann man machen, muss man nicht. Operation Manual, Bedienungsanleitung. Ist das alles hier? Ja, nö, uninteressant. Was doch viel geiler ist hier das eigentliche Spielinhalt, Boxinhalt. Es wird spannend, wo kriege ich jetzt das Teil hier auf? Ohne es direkt zu verreißen. Hilfe! So. Ah, schon besser. Da ist also der New 3DS XL. Michael, Verpackung. Ja, ist klar. Gut, Freunde. Es wird jetzt richtig spannend. Ich sagte. Oh. Schaut euch mal diese hübsche Rückseite an. New Nintendo 3DS XL. Sieht schon nice aus. Man sieht hier natürlich große Unterschiede. Vor allem halt die Schultertasten. Wir haben jetzt hier auch die sind neu. Und dann halt hier auch noch. Sagt das Ganze eigentlich? Ja, sieht von den Fingern her. Normale Schultertasten ZR. Aber es geht. Und hier ist eigentliche Majora's Mask Zierblende, ganz in Golde. Da hofft man, da gibt es nicht viele Fingerabdrücke hier. Mal gucken, sieht man es, glaube ich nicht besonders, wa? Mein Spiegelbild auch kaum. Oh Mann, was haben wir hier? Hier kommt das Spiel also rein. Das ist also hier unten jetzt, nicht irgendwie hier hinten. Nö, ist alles hier unten. Dann wird ein Stylus und was denn das? Seht ihr das, Freunde? Der Power-Button, der ist hier. Ganz schlecht, okay, Mikrofon, gut. Dann mal hier den noch rausholen. Ja, kann man, denke ich mal, durchaus machen. Ja, schlecht sieht er nicht aus.
Schaut euch das mal an. Toll sind meine Lampe oben, auch nicht schlecht. Hat schon was, muss man einfach mal so sagen. Da oben glaube ich nicht besonders interessant. Hier haben wir noch die Lautsprecher. Okay, zum Verschieben natürlich. So, Entschuldigung, sonst spiegelt es mir zu sehr. Genau, Lautsprecher sind hier und hier ist die 3D-Option. Alles klar, ansonsten sieht es oben, glaube ich, ziemlich gleich aus wie im alten auch. Das ist eigentlich auch die bekannte und jetzt hier natürlich der... So! Geht ja gar nicht. Ach so, ist wie bei... Ja, natürlich bei bestimmten HP-Notebooks haben wir das ja auch, wa? Da kann man auch nicht hin und her schieben, sondern ist auch berührungsempfindlich. Mal gucken, wenn ich das natürlich so mache. Ja, doch, kann man machen. Ansonsten haben wir hier halt noch A, B, X, Y-Button. Moment, das machst du vielleicht direkt mal so. Viel besser. A, B, X, Y, Start, Select. Und hier unten halt noch 3 LEDs für, schätze ich mal jetzt einfach mal, Power, Strom und Wireless. Genau. Jo, aber kannst du durchaus sehen lassen, das Ganze. Freunde, das ist also jetzt hier der... Mal ein bisschen schützen. Der Majora's Mask New 3DS Style Version. Sieht echt geil aus. Kostet etwa, darf ich über den aktuellen Kurs sagen. Ja, ist schon ein bisschen teuer, wenn man sich halt sowieso eine neue Konsole anschaffen will. Denke ich, lohnt das schon durchaus. Und da war plötzlich mein Akku alle und ich habe es nicht rechtzeitig geschnallt. Nun gut, es gab sowieso nichts Interessantes mehr zu zeigen. Das ist alles, das sind noch die, wie ich sage, relevanten Dinge hier im Hintergrund zu sehen, was alles dabei war, zur Special Edition plus natürlich zum New 3DS Majora's Mask Style Edition. Ja, aus dem New 3DS durchsetzen wir ist eine andere Frage, geht es aber hierum ja auch nicht. Es geht jetzt hier vor allem um die Einleitung eines neuen Projekts, eines neuen Zelda-Spiels, Majora's Mask 3D. Und mal schauen, was das Ganze für mich wirklich noch zu einem Highlight wird, oder wieder zu einem Frust, wie es damals schon war. Ja, wie gesagt, Hassliebe und so. Und wieso das Ganze und wieso es blind sein wird, das werde ich alles morgen im ersten Part ab 13 Uhr. Genau, 13 Uhr, 14. Februar geht's los, um 13 Uhr mit dem ersten Part davon. Weil ich dort alles ein bisschen erklären und so und werden sicher bis zum Ende hin noch so einige neue Erfahrungen sammeln. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis morgen zu Start von Majora's Mask 3D.